Es geht weiter immer heiter, zurück bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution in der heutigen Folge mit dem schicksalshaften Duell. Zumindest für einen von beiden Kontrahenten, Esther Finis vs. Jane Yuki. Und für Jane sieht es gerade sehr, sehr schlecht aus, denn sein Gegner bin ich. So, erst einmal aktivieren wir den Effekt von Diamond Dude, beziehungsweise die Nachwirkung seines Effekts. Das heißt, dann nehmen wir einen Zauber zurück auf die Hand. So wähle ich den hier. Und spielen direkt auch mal Verstärkung für die Armee. Es ist natürlich Zeit für weiteren Schicksalshelden. Ich glaube, ich nehme diesmal sogar Doomlord. Natürlich auch Diamond Dude nehmen, mein Deck weiter auszudünnen. Aber die Doomlords Effekt finde ich eigentlich schon ganz geil. So. Willkommen auf dem Feld, Doomlord. Tja, Blade Edge, sorry, du musst mal ganz kurz verschwinden. Dann aktivieren wir den Effekt von Diamond Dude. Ah, schade. Geht zurück nach unten ins Deck, war. So, dank der Kombi kann ich mich nicht weiter angreifen. Ich ihn leider gerade auch nicht, weil ich gerade ein bisschen Schwierigkeiten habe, hier durchzubrechen. Vielleicht kommen sie mal noch, wa? Aber noch Tee trinken, Freunde. Solange ich einen Gefängnisurtum habe, kann er sowieso nichts machen. So, das war der erste. In 2 Zügen wäre es soweit. Wann würde Blade Edge zurückkommen? Ja, sehr schön. Geht zurück in den Angriffsmodus. Jo, der wäre auch schon mal weg. Da bringt natürlich nicht viel, aber den Effekt kann ich auch nicht normal neu aktivieren. Okay, schade natürlich. Trotzdem hier passt soweit alles. Jo. Bald noch Burst Tricks, dann wird es richtig geil abgehen. Da ist er wieder. Und was passiert? Er haut wieder ab. Bye bye. Schön fies, wa? Er hat nochmal keinen Effekt hier aktivieren. So, diene mir dazu, das Deck auszudünnen, nicht wahr? Dann Diamond Dude. Bitte Effekt aktivieren, gucken. Es war Dread Servant, der geht unten aufs Deck zurück. Okay. Mal gucken, ob ich es brauche. Schicksalssignal. Ich könnte es auch selber triggern, aber... Ja. Die Frage, wenn ich jetzt Fusionstor aktivieren würde, würde der Effekt von Gefängnisurtum auch getriggert werden, weil es steht ja, falls die Karte 4 oder mehr Urzählmarken zerstören auf den Friedhof gelegt wird. Weil wenn ich ein Fusionstor spiele, wird die Karte ja zerstört und auf den Friedhof gelegt. Aber gilt das so denn auch, oder sagt man sich denn so, nö, so gilt's nicht. Da wäre natürlich ein bisschen schade. Ah ja, stimmt. Kann den Zug gar nicht angreifen. Du. Bin mal gespannt. Die geflügelte Flammenmann. Der viel machen kann er eh nicht.
Aber ihr könnt noch mal einen Effekt aktivieren. Bye, bye. Und Diamond Dude. Ja, noch ein Diamond Dude, super. Zu viele Diamond Dudes für meinen Geschmack. Jo. Jetzt nochmal eine Karte verdeckt. Angreifen geht nicht, weil ich Doomlords Effekt aktiviert habe. Worauf ich warte. Noch schönes Wetter natürlich. Und auch schon Sparkman. Oh, aber auch. Und Doomlord, wenn ich bieten darf. Bye bye. Diamond Dude. Der Dude. Moment mal. Ah, stimmt. Moment. Doof. Bubbleman, so. Der doof war, weil du keinen Platz mehr auf dem Feld hast. Du bist selber so ein Idiot, ey. Ganz ehrlich. So. Doomlords Effekt aktiviere ich jetzt mal nicht, weil ich andere Pläne habe. Aber Diamond Dudes Effekt können wir nochmal nutzen. Ja. So, egal. Ich aktiviere mal Polymerisation. Und rufe Phoenix Enforcer, Freunde. Wir alle kennen ihn, aber nur wenige von uns lieben ihn. Ja, das ist auch mal ein Angriff von anderen Helden, nicht wahr? So, Sparkman. Mache ich absichtlich, damit ich Schicksalssignal oder Destiny-Signal spielen kann. Rufe doch einfach mal... Das ist halt die Frage, wa? Ne, komm, ich rufe Dread Servant. Natürlich Gefängnisurteil nachher spielen würde. Warte mal. Bin ja schon wieder. Bis 2 Schicksalsheldmonster Rede beschwören. Genau, eben das ist eigentlich ein ziemlich krasser Effekt, wenn man ganz ehrlich sind. Phoenix Enforcer. Einmal Wild Art aus dem Weg löschen. Entfernen, whatever. Ja, der Rest muss man ein bisschen gucken. Ballman kommt weg. Geflügelter Kuribo. Oh. Ja, kein Kampfschaden, ich weiß. Ah, Roadwild, okay. So, oder die Taktik. Weil ich würde gerne mal Dreadmaster rufen. Vielleicht kriege ich sogar die Gelegenheit dazu. Erst einmal können Doomlords Effekt nutzen, um Blade Edge aus dem Weg zu räumen. Hätte zur Folge, dass ich diesen Zug nicht angreifen kann. Ich könnte mit Dread Servant Blade Edge angreifen. Natürlich wird es noch vernichtet, das ist klar. Ein Effekt wird aktiviert, dann könnte ich den Gefängnisurturm zerstören. Dann wird zwar der Phoenix Enforcer zerstört werden. Aufgepasst, das muss ich irgendwie verhindern. Mal negieren oder whatever. Beziehungsweise nicht negieren, einfach zuerst halt angreifen. Aber wenn der Gefängnisurturm zerstört wird, Dreadmask gerufen wird, kann ich ja weitere Die-Monster rufen vom Friedhof. Okay, viele sowieso nicht mehr. Er hingegen kann weiter nicht angreifen, wegen D-Shield und Rüstung aus seltenem Gold. Jo, kann man eigentlich machen, wa? Wer mal? Ah, Fusionskarte. Okay. Also, Verband oder Angreifen, würde man mal sagen, angreifen, wa? Erstmal müssen da so ein seltsamer Monster aus dem Weg.
Bubman war irgendwie klar, wenn ihr mich fragt. So. Stellen wir doch mal den Gefängnisurturm. Und rufen Dreadmaster. Auch kein Effekt, krass. Wir können ihn rufen, wa? So, Dreadmaster. Alter. Sind schon coole Monster, kann nicht groß irgendwie was anderes sagen. Klar, die sind irgendwie auch stärker Monster rufen, beziehungsweise mehr wie Diamond Dude rufen können. Damit Dreadmaster noch ein bisschen stärker wird. Ist Jane gerade doof? Ne, warte mal, ging gar nicht anders, okay. Er hatte Fusion Bubbleman, da hatte gerade er könnte Bubblemans Effekt nutzen. Aber war ja gar nicht mal so einfach unbedingt. Oh, Dasher. Ganz ein anderes Monster. Warte mal. Da geht noch meine eigenen. Ja, könnt damit Doomlords Effekt nutzen. Haben wir gerade auch ernsthaft warum. Oh, Landschaften, Landschaftsformen. Okay, erstmal Dasher rufen. Schicksalsheld Dasher natürlich. Ja, ein anderes Monster opfern, aber ganz ehrlich, welches und warum? Doomlords Effekt finde ich eigentlich ganz geil, den opfern würde ich eher selten. Wenn ich Captain Tinnick-Schuss opfere, bin ich sowieso am Arsch. Weil dann kann ich alle meine ganz andere Strategie vergessen. Diamond Dude opfert garantiert auch nicht, warum auch? Er braucht so eine spezielle Fähigkeit, wenn ich Dreadmaster opfern würde dafür, dann können wir mich auch in die Klaps einliefern. Nö. Dreadmaster vernichtet Jane Yuki. Oh, da war ja was. Doomlord. Okay, haben wir Spaß gemacht. Das Deck. Noch ein bisschen mehr Speed und ein paar mehr Zauberkarten gehabt. Kann man machen. Eine Fähigkeit als Duellant sind gar nicht mal so schlecht. Aber ich habe das so nie haben wirst. Einen tieferen Sinn. Einen anderen Grund mit zu duellieren, außer Spaß zu haben. Was gibt es denn noch? Ich duelliere mich, um der Welt Gerechtigkeit zu geben und die Menschen zu bestrafen, die denken, sie stehen über dem Gesetz. Was? Tja. Mein Vater war auch ein Duellant, bla bla. Er war das Kandidat von Maximilian Pegasus, bla bla. Mein Vater am ganzen Herzen mit dem Design, das er erschuf. Er war mein Held. Und dann? Ihnen Drechsel hat ihn entführt. Ist das wieder diese neuartige Variante, um zu verschleiern, dass jemand gestorben ist? Also neuartig in Anführungszeichen, weil da gibt es ja schon länger. Aber da man hätte es eigentlich irgendwie mittlerweile abgehakt. Wenn man so aktuell irgendwie Dragon Ball Z Kakarot und anguckt, wo man auch wieder sieht, der blutet oder der hat einen Arm verloren. Weil, ihr könnt mich gerne korrigieren, aber soweit ich mich erinnere, ist Esther Phoenix Vater nicht entführt worden, sondern verstorben. Ja, da wurde er doch entführt, weiß ich gar nicht mehr. Gut, also falls sie wirklich entführt wurden, das auch im Original so war, dann muss ich mich natürlich entschuldigen, dann war es mein Fehler. Richtig, mein Vater hat die Schicksalshelden entworfen. Gerechtigkeit ist eine Lüge. Noch immer auf einem Fuß. Bla 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 bla. Die letzte Karte, die mein Vater erstellt hat, wer auch immer sie hat, wird den Tag seiner Geburt bereuen. Ja, wir wissen natürlich, welche Karte es ist. Und hier erfahren wir es vielleicht auch mal noch. Oh, ein Duell mit dem Meister. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Cyrus und Jane sah im Fernsehen, wie Cyrus Bruder sehen, gnadenlos einen anderen Profi-Duellanten platt machte. Mein Bruder war jetzt nicht ganz er selbst, ich kann es recht lange ihn so zu sehen. Und vor allem, warum Cyrus plötzlich in Ra Yellow ist, hier natürlich auch im Spiel elegant übergangen. Er wirkt schon wütend in letzter Zeit.
Aber ich denke, diese ganze Bösewicht-Sache ist nur zur Show. Seit Zane sein Image geändert hat, ist er viel beliebter geworden. Kann schon sein, aber es gefällt mir nicht. Ja. Hallo Meister, ich hätte wissen müssen, dass ich Sie hier finde. Ich hoffe, Sie haben mich nicht hergerufen, um mir einen Vortrag zu halten, denn ich habe keinen Zeit für solchen Unsinn. Du weißt genau, warum ich dich hergerufen habe, Truesdale? Sind Sie sich sicher, dass Sie das durchziehen wollen? Selbstverständlich. Also lass uns loslegen. Niemand nutzt diese Phrase noch, oder? In Klassen dürfte kann ich eine Karte spielen, die Sie nur zu gut kennen. Mein Cyber-Enddrachen. Ich weiß sehr wohl um die Macht eines Drachens, Truesdale. Schließlich war ich derjenige, der ihn die gab, erinnerst du dich? Gestatte mir deinem Gedächtnis ein wenig auf die Sprünge zu helfen. Du bist der einzige Erbe eines uralten Geburtsrechts, das das Cybervermächtnis genannt wird. Ich war immer stolz darauf, dass du ein Duellant geworden bist und was für ein Duellant du geworden warst und bereute nie, dir die Karte gegeben zu haben. Das heißt bis jetzt. Aha. Maßigen Schüler, war? Ja, und Zane hat halt Interesse an ganz besonderen Cybermonstern. Ich bin mal gespannt, was Kanzler Shepard so für ein Deck hat. Kreaturentausch, ne, weiß nicht. Versuchen kann man sie mal. Ein Cyberdrache. Kanzler Shepard. Ich dachte, er wäre zurückgetreten. Ist noch gar kein Kanzler mehr. Ja, er hat auch Cybermonster, nur sind die ein bisschen anders. Begrenzer entfernen. Ich habe irgendwie keinen Bock drauf. Aber Kreaturentausch wäre eine Option. Kann ich nicht flippen oder was? Okay. Leicht verkalkuliert, aber das ist kein Problem. Ich setze mal noch eine Karte verdeckt. Noch ein Kreaturentausch. Genau, nee, die Idee war eigentlich, dass ich mit Kreaturentausch sein Monster übernehme, da in meinem Proto-Cyberdrachen zerstöre, mit Schrei der Untoten und Ruf der Gejahrten zurückhole. Das war eigentlich die Idee. Aber kein Problem. Okay, oder von zweiten von diesen seltsamen Ogre-Typen. Ah. Wer hat doch ein Problem? Cyber Ogre 2. Komm, das ist ein Monster. Ja, aber hätte ich abwarten sollen, wa? Oder vielleicht auch nicht. Hier kommt mein Cyberdrache. Gerade aktivieren, ne? Moment mal noch. Moment mal noch. Cyber Ogre 2. Begrenze entfernen, um Cyberdrachens Angriffspunkte zu erhöhen. Das Problem ist, mit Kreaturentausch kann er selber bestimmen, wenn das Monster zurückgetauscht wird. Nützt mir also nichts, das jetzt zu spielen. Wenn Proto-Cyberdrache angreift, geht er zurück auf meinen Friedhof.
Wenn die Karte angreift, dann greift eben zuerst ein sein Monster an. Was logischerweise das Gefährlichere ist. So. So. Ganz ruhig, ganz ruhig. So, wieder mein Drachen. Dankeschön für seinen Cyber-Ogre. Nö. Das verhindern wir mal ganz kurz. Hallo, Cyberdrache. Kuckuck. So, noch ein Cyberdrache. Bringt mir jetzt mal aktuell nicht so viel. Aber angreifen kann ich ja trotzdem. Jetzt habe ich vielleicht die Karten. Was will er damit? Autsch. Das war jetzt nicht nett, Herr Kanzler. So viel dazu, dass immer für ihre Schüler sind. So. Cyber-Reparaturwerkstatt. Ja, geht leider nicht, wa? Ja, dann machen wir den hier. Cyber-Laserdrache. Von Photonengenerator. Nein, der ist super. Der kommt. Cyberdrache 3. Der bringt's, Freunde, der bringt's. Hat zumindest ordentlich Power für einen Cyberdrachen Nummer 3. Doch beide Effekte aktivieren wären nicht so schlecht. Cyberstein, Alter. Ganz miese Erfahrung mit dem Drecksvieh, hey. Weil ganz zu Beginn der Yu-Gi-Oh! Online-Ära war es ganz beliebt, mal einen Cyberstein zu rufen, um den blauäugigen Ultradrachen. Oder? Doch, einfach den Ultradrachen zu rufen. Und dann natürlich, weil er dann in der Regel, vor allem wenn man es irgendwie zu Beginn des Zugs gemacht hat, hat er natürlich schnell plötzlich mal nur noch 3000 Lebenspunkte, also weniger als der Gegner. Was hast du dann gemacht mit Ultradrachen? Genau als mal noch den Megawandler, da hieß das Teil. Die Zauberkarte aktivieren, mit der du ein Monster seine Angriffspunkte verdoppeln kannst, wenn du weniger Lebenspunkte als der Gegner hast. Das heißt, schon zu Beginn des Spiels quasi hattest du irgendwie ein Monster mit 9000 Angriffspunkten als Gegner. Das Drecksvieh war übel. Sicher der Zug wäre, der Zug sage ich schon. Der Part wäre eigentlich vorbei, aber ich bin jetzt circa kurz davor zu gewinnen. Aber irgendwie die Hoffnung, ob man noch Cyberdrachen mag. Da geht mir durch Mark. Bein. Cyber-Reparatur, mach glaube den hier. Beschwörungssprenger. Den erstmal noch verdeckt. Dann aktiviere ich Kreaturentausch. Was ist das für ein Kackmonster? So, jetzt können wir eigentlich mal noch Cyber-Reparaturwerkstatt spielen.
Generatoreinheit. Ich rufe gerade nochmal. Nochmal Cyberdrache 3, komm. Ja, warum nicht? Er muss wie gesagt auch ein paar Maschinenmonster haben. Also passt das schon. Cyberdrachenmark. Das ist Spezialbeschwörung, Freunde. Spezielle Beschwörung. So, was rufen wir jetzt lang? Dann nehmen wir jetzt mal wieder auf die Hand für ein Lichtmonster. Nee. Nur mal einen Cyberdrachen. Ich liebe doch meine Drachen, Freunde. Cyberdrache 3. Cyber Esper. Hässlichen Effekt hat die. Oh, nochmal so ein Cyber-Ogre, was? Ja, ja, war ja klar. Aua. Okay, Freunde, mit einem verdeckten Karten übertreibst du ein wenig, kann das sein? Okay, jetzt muss ich langsam ein bisschen schwere Geschütze auffahren. Die Erde opfern für einen Cyberdrachen. Aber jetzt langsam mal ein paar Bennen, Freunde. Komm. Angriff! Was? Och nö! Da bringt mir gerade auch relativ wenig. Verdammt, den Zug nicht sehen. Mir fehlen Zauberkarten. Was ist los mit dir, Alter? Zauber! Wo sind die Zauberkarten? Ja genau, die meine ich. Solche, aber nicht für den Gegner. Aua! Diese Schmerzen, Freunde. Was sind diese Schmerzen? Ich krieg ein Monster dem anderen. Das ist doch zum Mäusemelken. Er hat doch 20 Karten im Deck. Und gefühlt habe ich bisher irgendwie 2 Zauberkarten gehabt. Kann doch nicht angehen, ey. Bei einem Cybermonster fällt es mir eigentlich nicht. Ah, dankeschön. Da kommt dann endlich mal was. Gut, er aktiviert gerade nichts. Cyberdrache 3. Ja, dankeschön. Schön, alle Stufe 5. Da wäre vor allem praktisch, wenn du irgendwie so ein Deck hättest noch mit Xyz-Beschwörungen. Alter, wäre das geil. Muss man merken, ey. Cyberdrache 3 in so einem Xyz-Deck? Warum eigentlich nicht? So. Danke für den Ogre. Wieso hast du Cyberschattenkarten? Müssen wir da verkackeiern? Das war jetzt irgendwie leicht creepy. Das muss jetzt gleich vorbei sein. Wegen meiner verdeckten Karte. Ich will kein Monster Spezialbeschwörung rufen, Kumpel. Ja, geht doch. Ja, jetzt kommt Topf der Gier, jetzt wo ich ihn nicht mehr brauche. Natürlich. Danke, Spiel. Nein! Der kriegt die Vollkrise. Der mit seinen scheiß verdeckten Karten. Und tschüss. Also das selben Bein gestellt. Ha! So, was haben wir mit den Karten? Was haben wir denn da? Das Unterweltdeck. Warte, Schuster, nimm das hier mit. Eine Medaille. Willst du wissen, wo ich all die Monate war? Ich bin zu Schulen und Duellligen in allen 4 Ecken der Welt gereist. Und warum? Weil ich das ultimative Turnier organisiere. Was halte ich hier in der Hand? Deine Eintrittsberechtigung. Niemand kann ohne eine meiner Medaillen in meinem Turnier teilnehmen. Schuster, es ist in deinem besten Interesse mitzumachen.
Ich will dir noch nicht aufgeben, Juice-Tail, wenn ich dich nicht so aufbringen kann, können vielleicht deine Freunde. Als ob der vielleicht will er gar keine Freunde mehr haben. Wer weiß. Oh je, vom Licht geblendet, Freunde. Das gucken wir uns aber garantiert erst nächste Folge an. Und ich brauche dringend eine Pause. Leute, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal zurück bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution bei der GX Saga. Bye bye.